Nirgends ist das Rednitztal breiter als 800 Meter. Und doch ist es eine Naturoase inmitten einer dicht besiedelten Region, wo Mühlen zu Fabriken wurden und Fabriken zu Industriedenkmälern. Wie im Südwesten Nürnbergs, die Drahtfabrik Mühlhof, deren Produktion 1992 verlagert wurde. Gleich dahinter 8 Arbeiter-Doppelhäuschen, jede Hälfte etwas mehr als 50 Quadratmeter Wohnfläche. Hier lebt Irene Serra, heute allein, früher mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann und 2 Kindern. Sie haben ja ein nettes Haus da. Ja, nette, glaube ich nicht. Alte Haus und sowas, ne? Jetzt ist ein bisschen so, aber früher nicht so. Nicht. Machen wir so weiter. Ich habe Kartoffeln gewaschen und lassen kochen. Will Sie auch fotografieren? Das sind Kuchen auch abgepackt. Ha? Schauen wir mal. Selber gemacht? Ja, Sie probieren auch. Das machen wir weg, von da kann Sie probieren. Erst nach ausgiebigem Probieren griechischer Köstlichkeiten geht es weiter. Und Irene Serra führt uns zu ihrem alten Arbeitsplatz. 1833 gegründet, produzierte die Drahtfabrik Mühlhof hier Kabel aller Art und Sicherheitsfäden für Geldscheine. Heute beherbergt das Werk kleine Firmen, eine Tanzschule und Künstler. Okay, machen wir so. Wohin? Hier. Und so. Gehen wir so. Wo Irene Serra Kupferspulen gefertigt hat, ist heute eine Firma für Laserbeschriftungen. Geschäftsführer Hans-Peter Pösel kennt seine Nachbarin. Der Stadtteil Mühlhof ist eben ein Dorf. Schauen Sie sich mal um, wie alles gewonnen ist. Das ist so schön, ne? Das Alles ist klar. alles so schön. Ich habe 8 Maschinen benutzt und mit Draht ziehen und dann machen wir das Spulen. Immer stehen, nichts sitzen. Nichts sitzen, 8 Stunden nichts sitzen. Aber gut, gut verdienen und war glücklich mit der Kollegen, mit allen. 6 Monate wollte Irene Serra bleiben. 50 Jahre sind es bisher geworden. In Griechenland hatte sie keine Perspektive. War eine große Familie, 8 Geschwister, Papa, Mama, Oma, 11 Personen, kleines Haus, wenig Geld. Und dann habe ich nicht Schule. Ich habe keine Schule. 2 Jahre bloß Schule, was lernen in 2 Jahren? Ja? Da ist ein türkischer Freund. Da ist die Mine, jawohl, die arbeitet noch bei uns. Mine, Aber da schaut schon jünger aus. Die Mine, Koskun ist das. Sie arbeitet noch bei uns hier, legt Teile ein. Ja, Und da ist halt ein bisschen jünger, ne? Ja, Die Jahre gehen ins Land. So ist es. Ja, war ein guter Freund und immer Freund noch. Immer noch. Immer vergessen haben wir Kaffee getrunken und heute haben wir gesprochen, wie geht's und so. Griechisch-türkische Freundschaft. An der Rednitz ist möglich geworden, was andernorts unmöglich scheint. Zwischen Wolkersdorf und dem Nürnberger Stadtteil Katzwang bietet das Rednitztal den Städtern ein wichtiges Naherholungsgebiet. Und die Wiesen sind eine seit dem Mittelalter fast unveränderte Kulturlandschaft, wo wir Horst Schwemmer vom Bund Naturschutz treffen. Also was ganz besonders ist bei der Rednitz und bei den Wässerwiesen, man kann halt das Wasser der Rednitz einleiten und kann die Wiesen bewässern. Letztendlich müssen Sie sich so vorstellen, wir sind im mittelfränkischen Becken in Nürnberg, geologisch, und das ist eigentlich auch sehr regenarm hier. Also es gibt nicht so viel Wasser und durch die Möglichkeit, dass man die Wiesen wässern kann, profitieren einerseits die Landwirte, die hier ja mitmachen und das auch schätzen, dass man das macht, weil das Gras besser herwächst. Und andererseits profitieren halt auch die Lebewesen, die auf diese Gräben auch ein Stück weit angewiesen sind. Wie zum Beispiel, jetzt kommen wir gerade zu so einem Graben, eine rote Listeart, die gebänderte Heidelibelle, eine sehr, sehr schöne Libelle, eine rote. Die andere, das ist noch die grüne Keiljungfer. Also das sind beides seltene Arten. Und das ist ja auch bemerkenswert, dass man die in einem Großstadtgebiet hat. Jahrzehntelang wurde hier gegen den Bau einer mehrspurigen Bundesstraße gekämpft. Der Bürgerwiderstand hatte Erfolg und das Rednitztal wurde sogar zum Flora-Fauna-Habitat. Friede indes ist keiner eingekehrt, denn nun gibt es Pläne, eine Hochspannungsleitung durch einen Teil des Tales zu führen. Ja, hier sehen wir jetzt eine bestehende Stromtrasse und die soll aufgerüstet werden, angeblich. Ja, das tut im Tal nicht gut. Eigentlich geht es gar nicht, in so einem sensiblen Talraum hier
aufzurüsten. Wir reisen weiter flussaufwärts. In Rednitz-Hembach hat die Rednitz eine kleine Insel geformt. Kläranlagen haben viel verbessert. Trotzdem wird auch im Sommer vom Sprung ins Wasser abgeraten. Zur Jugendzeit von Hans Berthold war die Wasserqualität wohl besser. Oder es hat sich niemand Gedanken darüber gemacht. Also das war früher unsere Badeanstalt. Da waren die Liegeplätze, da entlang. Da hat immer das Hochwasser an Sand hingeschwemmt und der Sand, der war noch so schön heiß. Und wenn man vom kalten Wasser raus ist, hat man sie in den warmen Sand gelegt. Und das war dann angenehm, ne? Das war dann schön. Darum war der Zweier, wo die Kurven ist. Da hat das Wasser immer tiefer ausgeschwemmt und da haben wir reinstechen können. Da vorne, wo die Bank jetzt steht, da war die Rutsche gestanden. Und auf der Rutsche war ein Wasserfass oben drauf und da ist das Wasser runtergelaufen, dass der Hintern nicht heiß geworden ist, dass der mit Wasser gespült worden ist. Da ist man leichter gerutscht, wenn ein Zwischending dabei war. Und das Wasser musste dann immer wieder aufgepumpt werden, dass da wieder Wasser vorhanden war. Mit so einer Flügelpumpe, mit der Handpumpe wurde das aufgepumpt. Berühmt war auch die Kahnfahrt auf der Rednitz, die Scharen von Nürnberger Ausflüglern nach Rednitz-Hembach lockte. Südlich der Stadt Roth gehört das Rednitztal zu den traditionellen Hopfenanbaugebieten. Doch in den preislich mageren 70er und 80er Jahren verschwanden immer mehr Hopfenmasten. Nun herrscht wieder Aufbruchsstimmung an der Rednitz. Dank der hopfenintensiven Craft-Bier-Bewegung ist der Preis auf hohem Niveau. Und du wirst das sehen, aber jetzt noch mal die große... Die Landwirte Friedrich Kolb und Tobias Merkenschlager können nun lukrative Verträge mit der Hopfenverwertungsgenossenschaft Spalt abschließen und legen wieder neue Hopfengärten an. Das Rednitztal hat für uns absolut eine Zukunft, weil das sind halt super Böden da und sind tiefgründige Böden und das ist einfach perfekt. Gerade bei Tagestemperaturen über 35 Grad haben wir hier bis morgen 10 Uhr, 11 Uhr noch unter 20 Grad, wo wir in anderen Höhenlagen schon die 25 Grad haben. Und dadurch ist die Verdunstungsrate der Pflanze hier niedriger und das sind die Premium-Standorte. Das gehört zur Heimat. Das ist Heimat. Hopfenbau ist Heimat bei uns. Wir folgen der Rednitz weiter bis zu ihrem Ursprung nach Georgensgmünd, wo sie durch die Vereinigung von fränkischer und schwäbischer Rezat entsteht. Die Gemeinde hat eine bewegte jüdische Geschichte. Im 16. Jahrhundert fanden hier Juden eine Zuflucht, die aus den Reichsstädten, insbesondere Nürnberg, vertrieben worden waren. Zeitweise machten sie über ein Drittel der Dorfbevölkerung aus. Einer der am besten erhaltenen jüdischen Friedhöfe Bayerns zeugt davon. Archivpfleger Gerd Berghofer erforscht seit vielen Jahren die Geschichte seines Ortes. Erstaunlich, dass ein jüdischer Friedhof dieser Größe die Zeit des Nationalsozialismus überdauern konnte. Der Punkt war, dass auf dem Friedhof der NS-Bürgermeister die Hand gehalten hat, der diesen Friedhof als schutzwürdig eingeordnet hat. Nur mit der Interpretation, dass es ein Denkmal dafür ist, welche Gefahr von den Juden einst ausgegangen ist und wie groß diese Gefahr gewesen ist. Eine Gefahr waren aber nicht die Juden, sondern ihre Mörder. Und ich persönlich habe die leidvolle Erfahrung gemacht nach diesem Attentat von Halle, dass es ohne Polizeischutz nicht mehr zu gehen scheint. Ich hatte kürzlich eine Lesung hier in der Synagoge, wo dann die Polizei auftauchte und mitgeteilt hat, dass sie hier präsent ist. Und das sorgt dann für ein ganz eigenartiges, beklemmendes Gefühl.
Um die 1800 Grabsteine erzählen hier vom jüdischen Leben. Wir haben auf den Grabsteinen auch vielfach Symbole. Wir hätten da zum Beispiel den Grabstein eines Beschneiders, eines Mohels. Und wir sehen hier das Beschneidungsmesser gezeigt und hier dann das Ölkännchen dazu zum Salben. Wir sehen hier die segnenden Hände eines Priesters und diese Funktionen sind dann oft auch in der Familie weitergegeben worden. Viele jüdische Bürger waren in Georgensgmünd hoch angesehen, wie der Kaufmann Heinrich Gern. Er war Mitglied des Gemeinderats und fiel im Ersten Weltkrieg für das Deutsche Reich. Seine Witwe Rosa blieb mit den Töchtern Emmy und Anna Beate zurück. Dann kamen die Nazis. Sie zwangen die Juden in Georgensgmünd, ihre Häuser wie hier in der Bahnhofstraße zu verkaufen und den Ort zu verlassen. Ja, in diesem Gebäude, da lebte die Emmy und Anna Beate Gern. Emmy Gern heiratete um 1935, 36 nach Stuttgart. Und ihre Schwester Anna Beate ein bisschen später, die emigrierte dann aber auch gleich. Sie konnte ihre Mutter Rosa noch zu sich in die USA holen. Emmy hingegen wurde von Stuttgart deportiert nach Riga-Jungfernhof und ist dort ums Leben gekommen. Unter welchen Umständen, das wissen wir nicht. Sie gilt offiziell als verschollen. Sie, ihr Mann und ihr kleiner Sohn. Die Vertreibung der Juden. Eines der traurigsten Kapitel entlang der Rednitz. Und die Geschichte eines großen Verlustes für das sonst so schöne Flusstal, das vielen anderen eine liebgewonnene Heimat sein darf.